Hallo miteinander, ich bin Nadine und heute möchte ich gerne mit euch darüber reden, wie man die Weihnachtszeit mit Kindern zwischen 12 und 18 Monaten gestalten kann. Kinder in diesem Alter verstehen oft schon viel mehr, wie wir uns als Erwachsene oder als Eltern vorstellen können. Natürlich sind sie noch zu jung, um die genauen Gründe für die Festlichkeiten zu verstehen. Aber sie sind genug alt, um Familientraditionen kennenzulernen und an Adventsaktivitäten teilnehmen. Zum Beispiel kann man mit den Kindern schon den Christbaum schmücken. Sie können auch schon probieren, Weihnachtskugeln dran zu hängen. Auch wenn man dann in diesem Jahr damit rechnen muss, dass halt ein bisschen mehr Christbaumkugeln zu Bruch gehen. Aber eben so kann man die Kinder integrieren und sie können natürlich auch noch in der Feinmotorik gefördert werden. Auch beim Guetzli-Machen sind die Kinder in diesem Alter schon sehr gerne dabei, nicht nur beim Probieren. Der Joshua hat auch schon Guetzli backen. Er konnte die Guetzli ausstechen. Das ist zwar noch ein bisschen schwierig, aber mit Hilfe von einem älteren Teil geht das sicher schon gut. Und er hat auch fleissig mit dem Pinsel die Guetzli schon mit dem Eigel angestrichen. Ja, auch ein wichtiger Punkt finde ich, dass man eben da mit den Geschenken, den kleinen Knöpfen auch schon näher bringt. Und zwar indem, dass man auch mit einem Kind, in diesem Alter, Geschenke für Omi, Opi oder Gotti oder Götti basteln. Wir tun jetzt auch mit dem Joshua Korkuntersetzer anmalen für die Verwandten. Es gibt ganz viele verschiedene Ideen, die man in diesem Alter mit Kindern basteln kann. Zudem werde ich sicher auch mal ein Video machen und dann hier verlinken. Genau. Ja. Wichtig in diesem Alter ist auch, dass man so grosse Punkte von der Weihnachtszeit wie der Samichlaus oder eben dann das große Fest mit dem Kind wirklich intensiv thematisieren, anhand von Bilderbüchern oder sonst auch von einfach Fotos und dann auch intensiv mit dem Kind darüber schwätzen, um am Kind auch die Angst zu nehmen und das Kind auf die Situation vorzubereiten. Ja, wichtig in dem Zusammenhang finde ich auch, dass man wirklich keinen Zwang ausübt. Das heisst auch, wenn man zum Beispiel den Samichlaus besuchen geht und dann will man als Eltern vielleicht auch ein Foto vom Kind mit dem Samichlaus. Das sollte man aber nicht machen, wenn das Kind nicht will, weil der Besuch mit Samichlaus sollte ja wirklich ein schönes Erlebnis sein, auch für das Kind, so dass es auch jährlich wiederholt werden will. Und wenn man es dann zu so etwas fast zwingt oder auch zwingt, kann es dann auch zu einem unschönen Erlebnis werden und so dazu führen, dass es vielleicht auch Angst bekommt vom Samichlaus. Ja, das Alter von 12 bis 18 Monaten ist auch ein ganz typisches Alter für Trotzaktionen. Es ist ja so, dass die kognitive Fähigkeit von diesen Kindern in diesem Alter schon der Ausdrucksfähigkeit überlegen ist. Also, das heisst, sie wollen eigentlich viel mehr sagen, wie es können. Also, sie verstehen schon mega viel und es fällt ihnen aber noch schwer, um genau zu sagen, was das Problem ist oder ihre Gefühle genau auszudrücken. Und das ist eben genau das Problem, wenn die Gefühle oder Bedürfnisse nicht richtig gedeutet werden von den Eltern, werden die Kinder dann auch hässig und es neigt zu einem Trotzanfall. Ja, um das dann auch in der Weihnachtszeit ein bisschen zu minimieren, weil es halt auch als Eltern wirklich auch streng kann sein und auch viel Nerven braucht, würde ich euch als Tipp geben, dass ihr die Weihnachtseinkäufe, vor allem die Weihnachtseinkäufe,
auch ohne euer Kind machen, dass ihr die dann vielleicht den Großeltern oder Gotti Götti abgeben könnt, dass ihr wirklich auch ein bisschen stressfreier die Sachen erledigen könnt. Ja, es ist auch ein typisches Alter zum Grenzen testen. Als Eltern sollte man das Nein immer begründen oder noch besser, man sollte es positiv formulieren. Zum Beispiel, wenn man sieht, dass das Kind gerade irgendwie probiert, eine Christbaumkugel vom Baum wegzunehmen und die will auf den Boden schmeißen, dass man nicht einfach nur Nein ruft, sondern auch zum Kind hingeht und ihm erklärt, das ist nicht ein Ball zum Umwerfen oder so, vielleicht auch gerade den Ball mitnimmt und sagt, du darfst mit dem spielen, du kannst mit dem Ball spielen, du kannst den umwerfen. Christbaumkugeln tun wir sein lassen, sonst gehen sie kaputt. Dass man das auch erklärt und wie positiv formuliert und auch wirklich auf Bedürfnisse eingeht, wenn man sieht, hey, schau, es wird jetzt spielen, es wird etwas werfen, dass man auch auf das Bedürfnis eingeht und dem Kind dann den Weg zeigen kann, wie man das auch anders machen kann. Genau, weil in diesem Alter ist es dann typisch, wenn man eben dem Kind dann «Nein» ruft, dann schaut es zurück, schaut die Mami oder der Papi an, sagt «Nein» und schüttelt den Kopf. Und dann, was macht es? Es nimmt die Christbaumkugel und wirft sie auf den Boden. Das ist einfach so eine typische Aktion in diesem Alter. Genau. Ja. Dann ist es auch ganz wichtig, dass man auch in diesem Alter noch sensibel auf Bedürfnisse schaut. Eben auch, wenn man an einem Fest ist oder irgendwie an einem Markt oder so und das Kind das Bedürfnis von Müdigkeit, von Schlaf äußert, dass man auch darauf eingeht und vielleicht dann auch mit dem Kind in eine reizarme Umgebung geht, dass das Kind auch wirklich den Schlaf finden kann. Und ja, das Bedürfnis kann gestillt werden und dann ist es auch für uns als Eltern ein ringerer Abend, wenn man nachher nicht ein sämtliches Kind die ganze Zeit neben sich hat. Ja, auch ist es wichtig, dass man, eben wenn es übertreibt ist oder überreizt, dass man auch dann einen ruhigeren Ort sucht, vielleicht mit dem ein Büchlein anschaut oder etwas Ruhiges spielt. So einfach eine Pause macht und nachher kann man dann auch wieder ins Geschehen, wenn das Kind ein bisschen runterfahren konnte. Ja, es gibt auch viele Gefahren während der Weihnachtszeit. Zum Beispiel giftige Pflanzen wie der Mistelzweig oder kleine Spielsachen von älteren Geschwistern oder älteren Verwandten, wie kleine Lego-Steine oder so. Zerbrechliche Dekorationen, Kerzen, Nüsse, alles Mögliche. Wichtig ist, dass wir als Eltern immer die Augen offen haben und dem Kind die Gefahren auch genau erklären und in dieser Situation gut begleiten können. Vor allem auch in Wohnungen, die eben nicht kindersicher dekoriert sind und sich die glitzernden, leuchtenden Sachen natürlich genau auf Augenhöhe von unseren Kindern befinden. Dass man es dann einfach wirklich gut begleitet und eben erklären, nicht einfach nur Nein sagen, sondern auch andere Möglichkeiten anbieten. Ja, dann habe ich noch 3 Kurztipps für euch. Kerzen und Feuerzeug unerreichbar aufbewahren, also auf dem Tisch in der Mitte oder so. Kabel verstauen, irgendwie hinter dem Möbel oder in einem Kabelschlauch. Und ein witziger letzter Tipp ist, wenn ihr Tischtücher auf den Tisch tut, dass die nicht über die Kanten runterlappen. Weil, ja, ich habe schon ein paar Mal gehört, dass die kleinen Kinder Freude daran haben, zum daran zu ziehen. Also, ich wünsche euch ganz eine schöne, stressfreie, gut gelungene Weihnachtszeit.
und viel Spaß mit euren Kindern in dieser Zeit. Tschüss miteinander!